Hyrule Warriors ist ein wahrhaftig episches Game. Hey, nicht nur die Schlachten sind geil, sondern auch die ganzen Cutscenes, die Charaktere, einfach die ganze Gestaltung. Einfach nur der Hammer. Tja, wie ihr sehen können, wir haben eigentlich alle Schlachten bereits durchgespielt oder bereits mal einmal durchgespielt. Die meisten halt auf normal. Und ja, es sind natürlich noch viel, was man hier freischalten kann. Vor allem halt die ganzen Herzteile, Herzcontainer, Skulltulas haben wir auch öfters mal verpasst. Kann man jetzt halt hier überall noch eine zweite freispielen. Und ja, das machen wir auch noch. Aber ich muss überlegen, was ich das genau mache. Weil einfach zu sagen, ja, ich spiele einfach jede Schlacht nochmal. Und ihr seht es hier zum Beispiel, oder irgendwie Skulltula, die erste kann jeder durchspielen. Also ist ja halt... ja, jeder halt kann die erreichen. Zweite Mal muss er mit Mintner dabei sein, Schwierigkeitsstufe schwierig. Herzcontainer ist nur bei Mintner erreichbar und das Herz nur mit LAN. Also sprich, ihr müsst euch mindestens noch zweimal spielen, damit ihr das hier halt, ja, geschafft hätten. Das ist natürlich schon die Frage, so das direkt jetzt schon machen, weil das geht dann auch in die Partlänge. Am Schluss haben wir 100 Parts oder alles nur im Legendenmodus hier drin. Ich dachte, das wäre besser, wenn das irgendwie offscreen macht. Einfach mal so bei mir halt aufnehmen und so, für mich selber zocke und dann, wenn halt die jeweiligen Szenen kommen, zum Beispiel das Herzsensor, dass ich euch dann zeige, wo das ist, wo die jeweilige Skulltula ist, halt der Herzcontainer und so. Halt alles ein bisschen 1, 2, vielleicht auch 3 Parts so zusammenschneide halt. Gut, hier wird es theoretisch alles mit Lana selber gehen, war natürlich auch geil, aber es ist nicht immer so. Zum Beispiel hier. Wobei hier geht es auch 3 Stück mit Link, 1 mit Pfeil, da könnt ihr auch alles mit Link machen. Wobei hier wiederum nicht, oder? Hier sieht man es auch wieder, ihr müsst die Mission 3-mal noch machen. Einmal mit Zelda, einmal mit Lan und einmal mit Fei. Ob das wirklich so das Richtige sein soll, ich weiß ja nicht, Leute. Wobei hier gehen wir halt mit Ganondorf, das wäre auch genial. Ach ja. Genau deswegen, wenn man das noch nicht jetzt macht, sondern erstmal später, das will ich erstmal nach dem Abenteuermodus zeigen. Und vor allem natürlich auch ein bisschen zocken. Lala, ja, ja, ja. Die Mucke, die liebt jeder, vor allem jeder Zelda-Fan. Okay, worum geht's hier? Ihr seht hier Abenteuerkarte, Master Quest-Karte. Wir gehen natürlich in die Abenteuerkarte. Das Verrückte hierbei ist... Listen! Im Abenteuermodus kannst du im Herzcontainer mächtigen neuen Waffen auch neue Charaktere halten und deine Charakter stärker machen. Yo! Abenteuermodus ist ein Ziel, Schlachten zu gewinnen und neue Gebiete zu erreichen, um den dunklen Herrscher zu finden, um ihn zu besiegen. Dein Handlungsspielraum auf der Karte vergrößert sich, wenn du bestimmte Schlachten gewinnst. Und je höher dein Rang nach einer Schlacht ausfällt, desto mehr vergrößert dein Spielraum. Genau, also es ist natürlich so, ihr seht hier noch viele Farbegebiete, irgendwie so rot, blau, braun und grün. Und die haben wir alle irgendwie halt durch Siegen im Legendenmodus bereits freigespielt. Ja, natürlich keine Sorge, die ganze Schlacht oder Abenteuermodus ist nicht alles hier in diesem Style und so. Es sieht sehr nach dem ersten NES-Abenteuer aus, oder damals das erste Legend of Zelda-Spiel von NES. Es ist natürlich nachher ein bisschen anders, keine Sorge. Was? Y-Herz-Container Herzteile? Ja, ist auch cool, sehe ich immer gleich, wo die sind. Ganz cool, das da. Belohnungen hier. Also jetzt schon überall ganz gut, wo das jeweils andere ist. Natürlich fangen wir erstmal hier an. Rang A-Sieg gibt uns... Hey, was ist das für ein Symbol? Ist das Ruto? Ich habe keine Ahnung. Erstmal auf zum Bazar. Ja, hier seht ihr noch 4 Charaktere fehlen. Die kann man alles noch hier freispielen. Und müssen so mal mit Fei und auch mal mit der Rui noch zocken. Aber auch noch nie gemacht. Ach Mensch, Kinder, es gibt noch so viel zu tun. Aber erstmal gucken. Gibt es nicht noch Schönes, aber ein paar neue Dinge freigespielt. Ein paar neue Ressourcen, die scheinbar keiner haben will. Doch, der Runia will sie, okay. Der Charakter hält eine zweite Spitzangriffsleiste. Yo, das ist doch einfach der Hammer. Oh, Imp hat aber viel. Impa. Na, natürlich, kommt auch auf Impa. Ja, Impa, Mina, hört natürlich gleich auf, wa? Und das war's bereits wieder. Toll, braucht überall diese Feuer-Aerolos... ja, kannst du aussprechen. Feuer-Aeralfos-Leder. Aeralfos. Aeralfos. Sag mal, 10 mal schnell hintereinander. Nee, lieber nicht. Feuer hat auch nichts mehr. Hier will auch nichts. Wie sieht's mit Vulga aus? Nö, Pyroma ebenso wenig. Link sowieso nicht. Gut. Dann war's das. Und weiter geht's im Legende-Modus. Was? C? Und B? Wo habe ich ein C hier drauf? Beenden? Nö. Hä?
Ah, schätze ich immer so, wa? Suche. Ich schätze 2 Skulpturen plus ein Herzteil, aber die Frage ist mit welchem Charakter? Mit Link, okay. Und das geht noch nicht, wa? Die Schlacht hier. Ja, doch scheinbar schon. Rang A gibt das mit Route, oder? Besiegt einen Feinde in 10 Minuten. Jo, kann man anfangen, wa? Ich werde gerne mal Link nehmen und zwar mit Epona dieses Mal. Hier sind auch 2 Waffen fehlen noch. Ich glaube, 1 davon kennen wir aus dem Trailer. Es müssen nämlich der Morgenstern sein, also sprich Krafthandschuh plus Morgenstern. Was dann das sein soll, weiß ich glaube ich auch schon, aber wäre ein kleiner Spoiler, deswegen sage ich es noch nicht. Ja. Die Übersichtskarte ist im Nestal, noch ganz lustig und die Schlachten natürlich selbst sind im Hyrule Warriors. Also keine Sorge, wir werden hier nicht im alten Nestal herumzocken, nee, das schon nicht, obwohl es aber teilweise noch ganz lustig wäre. Tja, eine Master Quest ist glaube ich das gleiche noch einmal, einfach nochmal mit mehr Skulpturas, einfach noch ein bisschen schwerer und so. Tja, dem her. Okay, aber seht schon, ein bisschen kleiner und so, natürlich auch geil. Wie lange das Ganze machen werden, das Spiel, wie lange ich das noch zeigen werde, hier alles, ich weiß auch nicht genau. Ich habe jetzt mal so insgesamt 50 Parts so antendiert, aber kann auch sein, dass es weniger werden, vielleicht wird es auch mehr und so. Mal schauen. Die Mucke ist geil. Oh Mann, ich will dann so hocken. Jo, 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 jo. Macht echt Spaß mit Epona. Was aber noch mit den Möhren? Kannst du Möhren mit den Öhren? Kannst du hören mit den Öhren? Möhren, keine Ahnung. Okay, das Special Move hat was. Wie kann ich da... Geht's auch nicht mit R? Nee. Wie kann ich die Möhren aktivieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal, gehen wir voran. Wir sind der Held, weil es uns einfach so gefällt. Wir sind viel zu stark. Und die Epona? Ja, servus dann, ey. Hallo, bin zurück. Ja, du bist ja wieder Verbannte, hey, ich kenn's doch immer wieder. Oh, verdammt! Das war knapp. Mann, Epona ist so schwer zu kontrollieren! Aua! Das tat weh, du, was bist denn du für ein Arsch? Spüre mein Schwert! Das ist das Master-Schwert. Hier bin ich! Wow! Das ist leckeres. Warte mal weiter, Link! Ja, ich brauche noch ein paar teilweise crazy Moves drauf. Aber im Großen und Ganzen cool. Nice, guck mal, bei dir sieht es so leicht aus. Er macht kaum was. Muss ich draufdrücken und was? Alter, Epona stolz so geil. Der Feind hat Verstärkung erhalten, ist mir scheißegal. Hä? Wo? Ah, dort. Ja, wir kommen ja schon und machen alle platt. Auch eine Nimbus-Garde ist kein Problem für uns. Wow! Aber das Schwert schmeißen. Wir sind hier nicht bei Twilight Princess! So, das hast du das letzte Mal gemacht, Alter.
Transportsoldat. Was? Was bist du für einer? Bald haben wir 300 zusammen. Ist doch kein Problem. Lalalala. Mach einfach nur geile Kombis, weil sie Epona kann. Und gleich ist es vorbei. Yo, yo, yo. Das war's schon. 300 Feinde besiegt. Yo, yo. Endlich ist es vorbei. Bin ich froh, dass du nicht verletzt bist, Link. Kein Problem, Mann. Und ein Sieg auf ganzer Linie. Jo, also mit Epona zogen hat echt was. Wenn du ein bisschen Rang aus hast. Einfach mit der Ocarina der Zeit Epona beigerufen. Auch nicht schlecht. Ich frage mich, ob es irgendwann vielleicht sogar eine Waffe in Form von Aurora gibt für ihn. Das ist natürlich der Wolkenvogel, war. Aus Skyward Sword. Den ich immer liebevoll Aurora genannt habe, wegen halt Götten der Morgenröte und so. Ja, viel gab es nicht, aber immerhin etwas. Im Abenteuermodus einmal Rang erreicht. Ja, wir sind so cool. Jo Mann, jetzt können wir weiter. Wir können die anderen Missionen machen. Impersonelle Galerie verfügbar. Das war doch episch. Rang 80, okay. Wie gesagt, ihr müsst hier vermutlich mit Ruto rein und bekäme ich ein Herzteil, so wie es aussieht. Okay, jetzt ein Herzteil für Link, aber kein Rang 80, sprich, ich muss ihn durchsuchen, wa? Was ist mit der Kerze? Hä? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir sind Nimuskan-Truppen. Okay, Stück 1 empfohlen, begrenzt auf nix, wa? Such, was sind da? Fragezeichen und das der Impa, wa? Keine Ahnung. Also mit Link halt, damit trotzdem nochmal Epona nehmen. Doch das Master-Schwert wäre ja noch geil. Den haben wir einen Zauberstab. Nee, komm, Epona. Heute ist alles im Sinne von Epona. Es ist heute Pferdetag. Ja, es klappt. Der Kuranas greift irgendwie immer mit einem Sprühgift an. Was du nicht sagst, ey. Aha, abgeblockt. Tschüss. Ja, Mann, schau, was geht mir. Geil. Ist klar. So schnell geht das im Real Life aber nicht. So, weiter. Und Schlachtfeld. Oh, ist ein bisschen größer. Hä? Was ist da rechts oben? Eine Fee? Oh, die ist ein bisschen größer, wa? Okay. Status. Die Nimbus Guard. Okay, ist nur eine. Die mal gucken, vielleicht schaffen wir das in diesem Part noch. Zum Wohle Hyrules und zum Wohle von mir. Mann, was bist du für ein Penner, Mann? Mann, greif am Pferd nicht an. Fall nicht meins. Was soll denn das? Alter, lass mein Pferd in Ruhe. Und locken den Feldmarschall ran. Ja, was mir das sein soll. Aha, andere Hauptleute so. Wir kommen ja schon. Wo ist denn der Penner? Wow! Aber so ein Arsch, wa? Ja, für mich soll es wie gesagt hier irgendwo ein Herzteil geben. Dann die Frage natürlich, finde ich das irgendwo oder muss ich das, kriege ich das als Gewinn? Ich glaube sehr weniger. Und ich habe Epona dabei, damit geht es natürlich viel schneller auf der Suche. Okay, ist Nimusgarde. Oh, mit Epona auf Magie, ey.
Natürlich auch noch krass. Wir sollen jetzt suchen gehen. Lalalala, wir hören nie auf. Wir kriegen sich alle. Wer kann mit Depot da? Unsere Truppen hier. Halt die Stellung, Mann! Zelda schafft schon alleine. Ist klar. Ja, Ersche. Da geht's nicht rein, okay. Wo ist mein Herzteil? Ich will ins Herzteil. Und wieder Rubine. Weil ich's kann. Ja, mein Herzteil ist nirgends, wie es aussieht. Boah, Alter, was ist denn da unten los? Das ist ein richtiges Fest, ey. Klassentreffen. Mach mit. Das Huhn. Hallo, Huhn? Was? In Abenteuerschlachten entsetzen Festungen im Grenzbereich zwischen Verbündeten und einen Stoß durch Richtung gegnerischer Festung. Stoßen, um zurückzudrängen. Okay. Er hat wütend einen Gegenangriff. Ups, Entschuldigung, wollte ich nicht. Hüte vor dem Gegenangriff des Huhns. Das Evil Chicken oder was? Puna weg hier. Alter! Dämliches Huhn! Angriff der Hühner! Jetzt müssen wir halt drauf gehen. Heute geht's Chicken Nuggets! Entschuldigung, wollte doch gar nicht. Ja, wenn du mir auf dem Weg stehst, so blödes Huhn. Okay, Leute, das Evil Chicken ist los, wa? Die sind immer noch da, gibt's nicht. Tschüss, Mann! Das goldene Huhn! Es muss sterben! Ah, das ist Huhn-Power. Es lebe Chicken Nuggets! Und jetzt ist der Huhn down. Jetzt aus, wa? Ich hab einen Huhn gekillt, nein, wie konnte ich los? Mann, ey! Ein Hennen rennen oder was? Naja, soll sie mal. Da oben ist eh so ein Zeichen ist da. Hä? Wow! Was ist mit dir los? Aha. Wenn ich hier alles platt mache, dann kann die Fee so befreien oder was? Link hat's geschafft und wir haben eine Fee freigespielt, keine Ahnung. Link, wir haben die Festung eingenommen. Jo, aber gesehen. Die Fee des Lichts wurde von dir befreit. Cool. Du meinst Ciela? Aus Spirit Tracks? Spirit Tracks, Quatsch, Fett im Haugleis? Ah, ne, war eine andere. Das war die Fee des Mutes und der Zeit. Stimmt ja. So, dann mache ich ganz kurz den noch platt. Das reicht für diesen Part noch. Oh oh. Innerhalb einer Festung mit Elementbarrieren erleidet der Spielkraft und alles an Minuten kontinuierlich Schaden. Das ist ein Schaden. Die Hilfe einer Fee des Lichts. Oder der Finsternis. Ah, gut, haben wir bereits gemacht. Okay. Um keinen Schaden zu nehmen. Okay. Welches Element ist denn das? Jo, Lichtbarriere zerstört. Geil. Wow, das war jetzt knapp. Nimm meinen Zorn und den Zorn der Hühner auch noch. Gut, du kannst doch nichts dafür, aber naja. Gibt es noch irgendetwas? Ein paar Gegenstände oder so?
Oh, Magic Power, das liebe ich. Epona Magie drauf. Was? Es war vorbei. Jo, das war's schon. Mission complete. Jeder Schwörer bekommt am Ende das, was er verdient. Na sowieso. Und ich habe nichts mehr zum Einsammeln und die Hühner sind sauer. Ja. Soll ich jetzt das wirklich machen mit den Hühnern oder gibt es einen Punkteabzug? Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Es ist vorbei für heute. Gut gemacht, Link. Jo, bin ich auch. Gut gemacht, Leute. Wieder mal sehr, sehr schön. Schlacht gewonnen, besiegt, C, A, A. Was hat zu wenig besiegt, war? Ja. Gesamtwertung B. Itemkarte. Okay. Eine Kerze. Starker Angriff, Lichtbonus, Herzbonus. Alter, wie es übertrieben war. Du kannst noch 10 Waffen derselben Art besitzen. Maximal reich lang. Lege nicht benötigt Waffen ab. Ja. Und sagen, das gibt sowieso keinen Sockel. Nichts drauf, von dem her. Lala. Da ist natürlich ein Ritterschwert, das wäre ja schon cool. 3 plus, Lichtbonus, 4 plus Combo. Ein bisschen stärker, war könnte noch sockeln. Auch den nicht mehr und das hier ist einfach nur. Ja, zwar 3, aber. Na komm, kommt auch weg. Ein Obide 9000, ja, das ist cool. Und alles mitnehmen, jo, jo, jo. Aber kein Herzteil für uns, verdammt! Du hast die Itemkarte Kerze erhalten. Und was bringt mir das? Gebrauchst die Itemkarte im Erkundungsbildschirm des Abenteuermodus, kannst die Geheimnisse der Weltkarte aufdecken. Lange Itemkarten, die du Kämpfer gewinnst, die mit den entsprechenden Symbolen versehen sind. Symbole, okay. Ja, lesen doch mal! Das ist eine Kerze, also lass uns suchen, mal eine neue Belohnung freizuschalten. Suchen auf der Position. Mann, ey! Klasse gewinnt, sie haben schon ein Belohnungssymbol. Für gute Belohnung musst du die Schlacht mit Rang A gewinnen. Für bronzene Belohnung reicht es schon, die Schlacht zu gewinnen. Okay, und was ist das dritte? Versteckte Belohnung, solange musst du sie erst auf der Karte suchen und freischalten und dann entsprechend eine Schlacht gewinnen. Okay. Mann, ey, drück X, meine Suche zu starten mit der Karte. Okay. So, dann mal durch. Dankeschön. Ja, such halt mal. Ganze Geheimnisse finden. Bist du fündig? Okay. Die Kerze, Baum abfackeln. Etwas Neues wieder freigeschaltet. Das ist doch geil, Mann. So, was jetzt? Schätze, auch alles mit Impa. Hier jetzt ein Schatz mit Link, aber keine Ahnung, wo das sein soll. Okay, Leute, und im nächsten Part geht es dann hier weiter. Dann machen wir diese Schlacht hier mit Impa mal. Und ja, ich will noch gucken, ob wir das, aber vielleicht doch mal so eine Liste im Internet suchen, zu wegen, ja, das Herz finden wir dort und Skulptur dort und so. Weil sonst dauert es ein bisschen lange, bis wir alles haben. Rang A-Sieg, ja, das Herzteil, die hätte ich, Rang A-Sieg, aha, hätte ich suchen sollen, war und halt mit Impa, so wie es aussieht. Aber wie es hier weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part bei Hyrule Warriors. Bis dahin, ciao zusammen. Einfach nur ein geiles Spiel.